Freunde, die Brandmauer ist gefallen, nicht in Berlin, diesmal in Brüssel. Und ausgerechnet Manfred Weber, der Mann, der jahrelang öffentlich rief, niemals mit der AfD zusammenzuarbeiten, er hat es trotzdem getan. Heimlich, per WhatsApp, hinter verschlossenen Türen. Das Europaparlament hat am 26. März abgestimmt. CDU, CSU und AfD Seite an Seite. Das Ergebnis: Abschiebezentren außerhalb der EU werden Realität. 389 Abgeordnete dafür, 206 dagegen. Und was sagen die etablierten Medien? Sie reden über einen Tabubruch. Aber welcher Tabu ist hier wirklich gebrochen worden? Bleibt dran. Das ist die Geschichte hinter der Geschichte und sie ist brisanter, als euch irgendjemand zeigen wird. Was genau in Brüssel beschlossen wurde und was das für euer Leben bedeutet. Lasst uns zunächst die nackten Fakten auf den Tisch legen, bevor wir zur eigentlichen Bombe kommen. Das Europaparlament hat für die sogenannte Rückführungsverordnung gestimmt. Was bedeutet das ganz konkret für die Praxis? Erstens: Abgelehnte Asylbewerber sollen künftig nicht nur in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden können. Sie sollen auch in Länder gebracht werden, zu denen sie gar keine persönliche Verbindung haben. Das nennt sich Return Hubs, Abschiebezentren außerhalb der EU-Grenzen, irgendwo in Drittstaaten. Zweitens, bis zu 24 Monate Abschiebehaft für Menschen, die sich weigern auszureisen. 4 Monate. Das ist keine symbolische Maßnahme. Das ist ein echter Systemwechsel in der europäischen Asylpolitik. Ein Systemwechsel, für den Patrioten und besonnene Bürger in ganz Europa seit vielen Jahren kämpfen, debattieren, demonstrieren. Und was hat ihn letztendlich möglich gemacht? Genau die politische Kraft, die in Deutschland mit einer Brandmauer eingesperrt, vom Verfassungsschutz beobachtet und in den Abendnachrichten als Gefahr für die Demokratie bezeichnet wird. Die AfD. Deren Stimmenei am Europaparlament haben diese Mehrheit mitgesichert. Faktisch, praktisch. Ob Manfred Weber das zugeben will oder nicht, die Zahlen lügen nicht. Und hier kommt die Zahl, die alles in den richtigen Rahmen stellt. Eine Zahl, die nicht von der AfD stammt, nicht von einem rechten Block, sondern von der EU-Kommission selbst. Nach offiziellen Angaben reist derzeit nur jeder 5. Mensch, gegen den eine rechtskräftige Rückkehrentscheidung vorliegt, tatsächlich aus Europa aus. Einer von 5. Das bedeutete am Umkehrschluss, 4 von 5 Menschen, die per Gesetz zur Ausreise verpflichtet sind, bleiben trotzdem hier. In unseren Städten, in unseren Sozialsystemen. Auf Kosten der Steuerzahler, die an der Tankstelle 2,23 € für Diesel bezahlen und gleichzeitig hören, der Staat habe kein Geld für Rentner und Krankenhäuser. Das aktuelle System versagt. Das ist keine politische Meinung. Das sind die eigenen Zahlen der Europäischen Kommission. Wenn ein System zu 80% scheitert, muss es geändert werden. Das ist kein Extremismus. Das ist Vernunft. Und genau das haben 389 Abgeordnete in Brüssel letzte Woche beschlossen, darunter CDU und CSU gemeinsam mit der AfD. Der WhatsApp-Skandal, wie die Brandmauer per Chatgruppe fiel. Und jetzt kommt der Teil, der wirklich unter die Haut geht. Es war keine normale Abstimmung, bei der zufällig die Stimmen zusammenkamen. Recherchen der Deutschen Presseagentur haben etwas ans Licht gebracht, das die politische Klasse in Berlin und Brüssel in echte Erklärungsnot gebracht hat. CDU und CSU-Abgeordnete der EVP-Fraktion haben sich mit AfD-Abgeordneten in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe über den Gesetzestext ausgetauscht. Es gab Absprachen. Es gab persönliche Treffen zwischen Abgeordneten, die offiziell nie miteinander reden würden. Und all das, während Manfred Weber, derselbe Weber, der öffentlich stets betonte, die EVP schließe eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus, an der Spitze dieser Fraktion stand. Nach der Abstimmung stellte er sich vor die Kameras und sagte, der Text sei FP pur. Kein Einfluss der AfD. Alles sauber, alles integer. Gleichzeitig existieren Chatprotokolle, die das Gegenteil belegen. Gleichzeitig berichtete der ZDF-Korrespondent aus Brüssel mit ungewöhnlich klaren Worten. Da ist viel Porzellan zerschlagen worden. Die europäische Brandmauer sei eine äußerst wackelige Angelegenheit geworden. Das Wort eines Korrespondenten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, nicht der AfD, nicht eines rechten Kommentators des ZDF. Was sagt uns das über die Brandmauer?
Es sagt uns alles, was wir schon immer wussten, aber selten so klar gesehen haben. Die Brandmauer war nie ein Prinzip, sie war eine Taktik. Eine Methode, Wähler zu mobilisieren, Oppositionskräfte zu isolieren und gleichzeitig so zu tun, als stehe man für etwas Höheres. Für Demokratie, für Anstand, für Zusammenhalt. Solange die Mehrheiten reichten, solange die Umfragen gut aussahen, solange man die eigenen Positionen ohne fremde Hilfe durchsetzen konnte. Doch in dem Moment, in dem die Mehrheiten fehlen, in dem Moment, in dem ein Gesetz nicht ohne die Stimmen der anderen auskommt, fällt die Maske. Dann wird heimlich per WhatsApp koordiniert. Dann werden persönliche Treffen abgehalten, von denen der Fraktionschef angeblich nichts wusste. Dann stimmt man gemeinsam ab und erklärt danach, man habe doch alleine entschieden. Das ist kein Prinzip. Das ist politisches Doppelspiel auf höchster Ebene. Und die Bürger, die wählen gehen, die Steuern zahlen, die jeden Morgen die Nachrichten lesen, sie sehen es Schritt für Schritt, Wahl für Wahl, Abstimmung für Abstimmung. Was die Kritiker sagen und die Antwort, die sie nicht hören wollen. Die Gegenstimmen kamen erwartungsgemäß laut und emotional. Eine SPD-Politikerin sprach öffentlich von einem Tabubruch und einem gefährlichen Signal. Die Kinderhilfsorganisation Save the Children warnte, die EU nehme mit dieser Verordnung bewusst in Kauf, dass Kinder erheblichen Risiken ausgesetzt werden. Der Geschäftsführer von Pro Asyl bezeichnete die Abstimmung als Frontalangriff auf die Rechte Schutzsuchender. Das sind gewichtige Worte. Wir nehmen sie ernst. Aber dann kommen wir zurück zu dieser einen Zahl. 1 von 5. Das ist die Realität des bestehenden Systems. Das ist der Status quo, den diese Kritiker verteidigen. Ein System, das zu 80% scheitert. Ein System, das rechtskräftige Entscheidungen nicht durchsetzt. Ein System, das die Glaubwürdigkeit des europäischen Rechtsstaats jeden Tag ein Stück weiter untergräbt. Schauen wir uns konkret an, was diese Kritiker als Alternative anbieten. Pro Asyl fordert ein Ende von Abschiebungen in ihrer bisherigen Form. Die SPD-Politikerin, die von einem Tabubruch spricht, war Teil einer Partei, die jahrelang die Migrationspolitik in Deutschland mitverantwortete und uns zu eben jenem System gebracht hat, in dem 4 von 5 Ausreisepflichtigen trotzdem bleiben. Das ist das Ergebnis ihrer Politik. Nicht das Ergebnis der Abstimmung vom 26. März. Und während diese Debatte weiterläuft, während Organisationen klagen und Politiker sich Vorwürfe machen, leben Millionen von Menschen in diesem Land mit den konkreten Folgen einer Migrationspolitik, die systematisch versagt hat. In Städten, in denen Sozialsysteme unter wachsendem Druck stehen. In Schulen, in denen Lehrer mit immer größeren Herausforderungen konfrontiert werden. In Kommunen, in denen das Geld für Straßen, Schwimmbäder und Jugendzentren fehlt, während gleichzeitig neue Unterkünfte finanziert werden müssen. Das sind keine abstrakten politischen Debatten. Das sind die Realitäten, mit denen Millionen von Deutschen täglich leben. Und diese Menschen haben ein Recht darauf, dass ihre Sorgen ernst genommen werden, nicht reflexartig als Tabubruch abgestempelt, sobald jemand laut eine Lösung fordert. Die Doppelmoral in Berlin. Dobrindt lobt, was er zu Hause verbietet. Und jetzt zu dem Widerspruch, den man in Deutschland gerne übersieht. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU hat das Abstimmungsergebnis in Brüssel ausdrücklich und öffentlich begrüßt. Er sagte, die rechtlichen Voraussetzungen seien nun geschaffen worden. Bis Ende des Jahres wolle Deutschland gemeinsam mit anderen EU-Mitgliedstaaten Vereinbarungen mit Drittländern über konkrete Abschiebezentren erreichen. Das, sagte Dobrindt, sei eine komplizierte, aber notwendige Aufgabe. Notwendig. Das Wort eines CSU-Ministers für eine Maßnahme, die er zusammen mit den Stimmen der AfD durchgesetzt hat. Während dieselbe CSU in Bayern, in Berlin, überall in Deutschland bei jeder öffentlichen Gelegenheit betont, mit der AfD nicht, niemals, unter keinen Umständen. Die Brandmauer steht und bleibt. Das ist die Botschaft in deutschen Wahlkämpfen. Das ist die Botschaft in deutschen Talkshows. Das ist die Botschaft an Millionen von Wählern, die AfD gewählt haben und dann hören müssen, ihre Stimme zähle moralisch nicht. Aber in Brüssel, wo keine deutschen Kameras direkt hinschauen, wo die Geschehnisse eher am Europaparlament keine Tagesschau-Hauptsendezeit bekommen, da zählt sie plötzlich doch. Da koordiniert man per WhatsApp. Da stimmt man gemeinsam ab. Da ist das Ergebnis auf einmal nützlich und der CSU-Minister lobt es öffentlich als notwendig. Wenn das keine Doppelmoral ist,
Was ist es dann? Was jetzt kommt und warum Wachsamkeit das Gebot der Stunde ist? Nun zur nüchternen Einschätzung, denn wer langfristig denkt, schaut über den Moment hinaus. Nur wenige Stunden nach der Abstimmung begannen am selben Donnerstagnachmittag die formellen Verhandlungen zwischen Europaparlament, EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission über den endgültigen Gesetzestext. Eine Einigung soll noch vor Ende des Sommers erzielt werden. Das klingt nach Tempo und Entschlossenheit. Aber zwischen einer Abstimmung im Parlament und tatsächlich funktionierenden Abschiebezentren in Drittstaaten liegt ein langer Weg, der von Erfahrungen aus der Vergangenheit gepflastert ist. Juristische Klagen vor europäischen Gerichten, Nichtregierungsorganisationen, die jeden einzelnen Schritt anfechten werden, Mitgliedstaaten, die in Brüssel zustimmen und zu Hause leise blockieren, bürokratische Verfahren, die sich über Monate und Jahre ziehen können, das kennen wir. Das haben wir erlebt. Stellt euch vor, was passiert, wenn diese Verhandlungen scheitern, wenn die Mitgliedstaaten sich nicht einigen können, wenn Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof das gesamte Vorhaben auf Jahre blockieren. Dann wird die Botschaft an die Bürger Europas eindeutig sein. Ihr habt gewählt, wir haben abgestimmt und trotzdem ändert sich nichts. Das wäre das gefährlichste Ergebnis nicht für die AfD, nicht für das Rassemblement National, sondern für das Vertrauen in demokratische Prozesse insgesamt. Denn wenn Menschen erfahren, dass ihre Stimme an der Wahlurne zwar den Kurs verändert, aber die Realität sich trotzdem nicht ändert, dann wächst die Frustration. Deshalb muss dieser Beschluss umgesetzt werden. Nicht nur, weil er politisch richtig ist, sondern weil Europa das Vertrauen seiner Bürger dringend braucht. Mehr denn je. Wursan na, das Signal, das niemand mehr wegdiskutieren kann. Doch jenseits aller rechtlichen Details gibt es ein Signal, das diese Abstimmung sendet und das niemand mehr wegdiskutieren kann. Das politische Klima in Europa hat sich verschoben. Nicht über Nacht, sondern durch jahrelangen beständigen Druck von Bürgern, die ihre Stimme genutzt haben. In Rheinland-Pfalz, wo die AfD letzte Woche ihr Ergebnis mehr als verdoppelt hat, in Frankreich, wo das Rassemblement National die Kommunalwahlen dominiert. In Italien, wo Giorgia Meloni regiert und die Wirtschaft wächst, während Deutschland schrumpft. In den Niederlanden, in Österreich, in Schweden. Überall dort haben Bürger signalisiert, die bisherige Politik reicht nicht mehr. Und dieses demokratische, legale Signal hat die politische Mitte Europas unter Druck gesetzt. So viel Druck, dass selbst eine EVP-Fraktion unter Manfred Weber letztlich nachgibt. Heimlich per WhatsApp. Widerwillig. Aber sie gibt nach. Für Deutschland ist die Abstimmung vom 26. März in Brüssel mehr als eine europapolitische Randnotiz. Sie ist ein Spiegel, der zeigt, was möglich ist, wenn politischer Druck groß genug wird. Im September wählen Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Mit AfD-Umfragewerten von bis zu 40%. Dann wird sich zeigen, ob die Brandmauer auch dort noch steht oder ob Brüssel vom 26. März nur der Anfang einer viel größeren politischen Verschiebung war. Eine Verschiebung, die sich niemand mehr leisten kann zu ignorieren. Weder in Berlin, noch in Brüssel, noch sonst irgendwo in Europa. Bleibt wachsam, bleibt informiert. Teilt diese Analyse mit Menschen in eurem Umfeld. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.